Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian besucht heute die Appa, eine alte Munz, die schon sehr, sehr lang im Schlummerland lebt. Zusammen gehen sie zu der Appa heim und backen den würzigen, fein schmückenden Beerikuchen. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland hat es Platz für alle. Für kleine und grosse Tiere. Für Tierli mit flauschigem Fell und für solche mit hartem Panzer. Für Tiere, die farbig schimmern und ganz auffällig sind und für solche, die braun oder schwarz sind. Es hat im Schlummerland Tiere, die fliegen, die kriechen, die schwimmen, die tauchen, die sich unter die Erde graben oder sich fast gar nicht bewegen. All die verschiedenen Wesen leben im Schlummerland miteinander und nebeneinander. Und alle sind gleich wertvoll und gleich wichtig fürs Zusammensein im Schlummerland. Neben den Tieren und den Pflanzen wohnen im Schlummerland auch die Munz. Kleine, haarige Wesen, die alle miteinander verwandt sind. Eine grosse, flauschige Familie. Munz sind auch alle miteinander befreundet, weil sie genau wissen, wie schön das es ist, wenn man sich gegenseitig gern hat. Es gibt im Schlummerland auch Munz, die ganz eine spezielle Verbindung zueinander haben. So zwei Munz sind die Fanian und die Appa. Die Fanian ist eher ein junger Munz, das heisst, sie ist vor noch nicht so langer Zeit im Schlummerland aufgetaucht. Weil Munz werden eben nicht wie wir Menschen geboren, sondern tauchen einfach auf und dann sind sie da. Die Appa hingegen ist sehr, sehr alt. Sie hat schon viel Zeit im Schlummerland verbracht. Die Appa hat darum auch schon an ganz verschiedenen Orten gewohnt. In einer Höhle in den Bergen, wo voll war mit farbigen Edelsteinen und in einem Zelt aus Zweig im Nadelwald. Sie hat auch schon mal auf einem kleinen Brückli gewohnt, einem Brückli, wo sie sich extra als längliches Haus über ihren Lieblingsbach gebaut hat. Der Zufall hat es wollen, dass dort, wo die Appa auf dem Brückli gewohnt hat, der Fanian ihre Zeit im Schlummerland angefangen hat. Die Appa hat gerade aus dem kleinen, runden Fenster von ihrem Haus geschaut, wo die Fanian am Flussufer auftaucht ist. Die Appa war also der erste Munz, den die Fanian gesehen hat. Die Fanian hat der Appa ihr freundliches, dort schon ziemlich runzliges Gesicht gesehen und sich gefreut, dass ihr Schlummerlandleben so anfängt. Mit dem Lächeln von der Appa. In diesem Moment haben die Fanian und die Appa gleichzeitig eine strömende Wärme in sich gespürt und gewusst, dass sie ganz eine besondere Verbindung haben. Schliesslich kommt es nicht so oft vor, dass ein Munz einen anderen sieht auftauchen, weil das Schlummerland ist gross und ein junger Munz kann überall auftauchen.
Jetzt ist es bei den Muns nicht so, dass sie alles miteinander machen, wenn sie sich gern haben. Es kann auch sein, dass sie sich lange Zeit nicht sehen. Und wenn sie sich dann wieder sehen, dann ist es so, wie wenn sie gar nie auseinander gewesen wären. So Verbindungen gibt es nicht nur zwischen den Muns, sondern auch bei uns Menschen und bei den Tieren. Heute ist Fanian im Schlummerland unterwegs und hofft, dass sie wieder mal der Appa begegnet. Schon am Morgen, wo sie aufgebrochen ist zu ihrem Spaziergang, hat sie in ihrem Bauch gespürt, dass heute eine schöne Begegnung auf sie wartet. Vielleicht begegne ich heute meinem Freund Flick, hat sie gedacht. Oder eben der Appa. Es ist nämlich schon lange her, seit sich die beiden zum letzten Mal gesehen haben. Die Fanian ist unterdessen älter geworden und auch ihre Haare sind ein bisschen länger. Die Haare trägt sie heute zu vielen kleinen, langen Zöpfzöpfeln, die ihr über die Schultern und bis zu den Hüften fallen. Auch ein paar farbige Blätter hat sie in die Zöpfe gesteckt. Die schönsten, die sie am Morgen am Boden auf dem Weg vor sich gefunden hat. Gelbe und grüne und rot-braun gefleckte. Ganz ruhig und erwartungsvoll spaziert Fanian durch den farbigen Wald. Das Licht fällt in die farbigen Blätter und taucht alles in ein warmes Gold. Die Fanian schmeckt die angenehme, würzige Feuchte vom Waldboden und saugt die leicht kühle Luft ein, die um sie herum ist. Und dann spürt Fanian, wie eine Wärme durch ihren haarigen Körper fließt. Eine Wärme, die sie immer dann spürt, wenn ein Freund oder eine Freundin in der Nähe ist. Zwischen den Blättern und abgebuckt sieht Fanian die Appa. Ihr Fell ist dunkelbraun mit ein paar dunkelgrauen, fast schwarzen Stellen drin. Ihre Haare leuchten matt im Goldschimmer der Abendsonne und auf dem Kopf trägt Appa einen Kranz aus Blättern. Zwischen die Blätter hat sie ein paar rote und schwarze Beeren gesteckt. Wo die Fanian zu der Appa auf die Lichtung steht, richtet sie sich auf. Sie ist sehr gross für einen Muns und besonders ihr Oberkörper ist weich und breit. «Hoi Fanian», sagt Appa. Sie breitet ihre haarigen Arme aus und das bräunliche Fell hängt so lang daran ab, dass die Fanian sieht, wie es ganz fein vom Wind bewegt wird. Die Fanian sagt nichts, aber sie merkt, wie sich ihre Augen mit Tränen füllen. So fest freut sie sich, um die Appa zu sehen. Sie macht ein paar Schritte vorwärts in den Appa ihre Arme, wo sich säuferli um ihre Schultern und ihren Rücken schliessen. Die Appa ist grösser als sie und darum kann sie ihren Kopf an die breite, weiche Brust legen und den feinen Geruch nach warmer Erde einschnaufen, der von ihrem Fell ausgeht. Sie schmeckt auch so etwas wie weiche, warme, dunkle Früchte, vielleicht Cassis oder Heidelbeere. Sie schnauft den vertrauten Duft ein und wieder raus. Die Appa streichelt den Fanian mit der einen Hand über den Rücken und mit dem anderen Arm drückt sie die Fanian an sich, warm und wohlig. Die Fanian umarmt die Appa zurück, lang und mit zuenen Augen. Dann nimmt die Appa die Fanian an den Schultern, schaut ihr direkt in die Augen und streichelt ihr fein über die Backen. «Das ist dann schön, um dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Ich
bin da gerade am Beere pflücken und würzige Kräutchen, die da auf der Lichtung wachsen. Ich will einen Kuchen backen. Kommst du mit zu mir? Magst du mithelfen? Oh ja, sagt Fanian. Sehr, sehr gern. Die Appa nimmt den Henkel vom Korb, der im farbigen Laub liegt, in ihre grosse Hand. Der geflochtene Korb ist gefüllt mit dunkelblauen, fast schwarzen Beeren und dazwischen liegen zarte, hellgrüne Blättchen mit zäckeltem Rand. Die beiden laufen los. Die Appa läuft sehr langsam, sogar für einen Mund, und ihre flauschigen Füße ziehen eine Spur im Laub. Über ihnen stehen grosse Bäume und der Himmel hat schon die tiefblaue Farbe, die er hat, wenn die Sonne vergangen und der Abend nahe ist. Die Fanian war schon ein paar Mal bei der Appa daheim. Jetzt gerade wohnt sie unter den Wurzeln von einem grossen, alten Baum in einer Höhle im Erdboden. Der Eingang ist gar nicht so einfach zu finden, obwohl die Appa in die Rinde vom Baum, wo über ihrem Zuhause steht, ein feines, leuchtendes Zeichen hineingezaubert hat. Ihr Name in Mundschrift. Appa. Um in der Appa ihres Zuhause zu kommen, schleifen die beiden zuerst zwischen ein paar grossen Wurzeln durch. Es sind Wurzeln, die nicht unterirdisch sind, sondern sich in weichen Bögen über die Erde wölben. Die Wurzeln sind der Eingang zu einem unterirdischen Gang. Der Gang ist zwar unter dem Boden, aber die Wände sind nicht braun und nass wie Erde, sondern trocken und in einem leuchtigen Dunkelgrün gestrichen. Und der Gang ist erhellt durch viele kleine Lämpchen, die an der Wand angemacht sind. Am Ende vom kurzen Gang tut sich der Raum auf, wo die Appa drin wohnt. Auch da sind die lehmigen Wände grün und rostrot gestrichen und überall an der Wand brennen Lämpchen, die den Raum in ein gemütliches, schummriges Licht tauchen. Der Raum ist rund und in einem Ecke sieht Fanian den Appa ihren Schlafplatz voller weicher Polster und farbiger Küsse. Auch Decken und Pfähle hat es dort. Auf der anderen Seite ist der Appa ihre Küche. Sie besteht aus einem flachen Stein, wo die Appa einmal Teig drauf knettet, und einem Ofen aus dunkelgrauem Stein. Geheizt wird der Ofen mit einem Feuer, das fröhlich vor sich anknistert. Die Appa stellt ihren Korb auf den Boden der Küche und fängt an umzuwerkeln. «Komm, Fanian, kannst du mir helfen, um die Beere für den Kuchen parat zu machen?» sagt die Appa. Und Fanian sitzt neben dem Korb mit der Beere auf dem Boden. Sie merkt, dass der Boden warm ist, wie ein Bänkchen von einem Kachelofen. Die Appa stellt eine grosse, holzige Schüssel neben die Fanian und die nimmt das erste Zweigli mit Beere dran in ihre Hand. Ganz sorgfältig fängt sie an, die Beere vom Zweig zu zupfen und legt eins nach dem anderen in die Holzschüssel. Ab und zu schoppt sie sich auch eins von diesen feinen Beeren direkt ins Maul. Die Kräutchen, die im Korb liegen, tut Fanian in einen grossen Mörser aus grau geschäckertem Stein, den die Appa ihr auch noch hergestellt hat. Wo fast alle Kräutchen im Mörser sind, sitzt die Appa neben der Fanian auf dem Boden und fängt an, mit einem grossen Steinpflock im Mörser umzukreisen. So verreibt sie die Kräutchen zu einer feinen, würzigen Paste, die hellgrün leuchtet. Die Paste und die Beere, die die Fanian aussortiert hat, mischt Appa zu einem Teig zusammen. Auch Honig kommt dort rein und dann rührt sie so lange in der grossen Holzschüssel,
bis ein weicher, tief violetter Teig entsteht. Die Fanian steht vom Küchenboden auf und legt sich in Schlafecke auf den Appa ihres Bett. Dort, zwischen die Küsse und die Decken, schaut sie ganz fasziniert zu, wie die Appa langsam einen Handgriff nach dem anderen macht. Es gibt so viel, was die Fanian noch von ihr lernen kann, so viel, was die Appa ihr noch zeigen wird. Der Ofen verbreitet eine wohlige Wärme im Raum und die Appa füllt den Teig in eine runde Form. Dann macht sie eine Klappe auf der Seite vom Ofen, wo die Fanian das Feuerchen drin sieht brennen. Die Appa schiebt den Kuchen in den Ofen und macht dann das Türchen wieder zu. Die Fanian dreht sich auf den Bauch. Unter ihr ein besonders grosses, violettes Küssi. Sie fängt an, ganz tief durch die Nase ein und ausschnaufen. Fanian macht die Augen zu und merkt, wie die Appa neben ihr absitzt und wie sie ihre grosse, flauschige Hand auf ihren Rücken legt. Ganz langsam streichelt sie mit der Hand darauf und durchab. Die Verbindung, die die beiden haben, spürt Fanian in jeder Berührung. Es ist ein bisschen wie Magie. Das Streicheln macht, dass die Fanian sich sicher und behütet fühlt, umgeben von Liebe. Auch in sich hinein spürt sie das Vertrauen und die Liebe, auch wenn sie es niemandem erklären könnte. Sie spürt, wie ihr Körper wärmer wird durch die Hitze vom Ofen und durch die Nähe zu der Appa. Auch ihre Arme und Beine entspannen sich, ihre Schultern und ihr Gesicht. Alle Muskeln lassen los, sinken ins Küssi und geben sich dem warmen, wohligen Gefühl hin. Die Appa streicht Fanian über den Kopf, über ihre locker gezöpfelten Haare, ganz langsam und mit sanftem Druck. Langsam fängt der Kuchen im Ofen an, seinen Duft zu verströmen. Die Fanian schmeckt die dunklen Beeren, den süßen Honig und die würzige Kräuterpaste. Es ist ein warmer, ein weicher und sehr, sehr feiner Geruch. Die Fanian schnauft dann ganz tief ein und aus. Fanian lächelt und stellt sich vor, wie der Kuchen echt auf ihrer Zunge schmeckt. Aber das erste Mal ist sie jetzt sehr, sehr müde und während sich der Duft im Raum verbreitet und die Appa ihr übers Fell streicht, schläft Fanian ein zwischen den warmen Decken. Sicher und wohlig. Warm und dreit.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schläft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein